Goedemorgen. Vi freuen uns dat vandaag zondag is. En op zo we om de gewisse hinsicht gaan mettruren met dat eigenlijk wat door met een jugendkamp passiert weer. Waar ik jullie gleich einmal te vrouw met mij te beten. Du hast een 17-jarige Mädel te dood gekommen. Du hast noch ein Jugendlicher, der dort zwischen Tod und Leben im Hospital liegt. Du sind 6 Meier schlimm verwundet und du sind 25, die du im Hospital sind. Und von der aus Begrafenis. Und dort können wir uns nicht wirklich feststellen, was da alles angeht. So ich würde gleich mit Ihnen einmal zu beten für den ganzen Equipe von Wappoka. Und dann wieder gehen wir ins Gottesdienst. Vor dem Himmel. Wir kommen von dir auf Erde und wir beten dir an, wenn du uns Gott bist, du allmächtig bist und du alles in deiner Hand hältst. Wir beten von dir aus Kirche für die ganze Gruppe, was du tust, mit das eigentlich, was du mit den Jugendlichen passiert ist, haben wir in Wappoka. Wir beten von dir besonders für die Familie von der jungen Mädel, die gestorben ist. Wir beten, dass du was von dir, die du mächtig bewiesen hast. Wenn du Begrafenis hast, möchtest du den Frieden schenken für die Familie, für die Angehörigen, für die ewige Jugendlichen. Wir beten auch für alle, die im Hospital sind und weiter haben. Wir beten, dass du möchtest Heilung schenken. Und wir beten auch besonders für den Equipo, wo du verantwortlich bist, für den ganzen Campamento. Möchtest du einfach, die du in ihrem Leben bewiesen, möchtest du trösten, möchtest du den Frieden schenken. Wir danken dir, dass wir das in deine Hand legen können und möchtest du den Willen daran bewirken. Wir beten auch, wenn wir in den Sonntagsschulen gehen, möchtest du mit mir sein, dass ich dort verbringen kann, was du was hast, und möchtest du verherrlicht werden durch uns Gottesdienst. Dort beten wir in Jesus Namen. Amen. So gut. So, wir sind nu all ein paar Wochen an die ganze Sache von Evangelium. Wir haben uns angefangen und ich habe mir das so einfach vorgestellt, bloß ein paar Sonntagsschulen zu merken, aber was das Evangelium. So, für jeden, die ja sind, wenn das von dir mit so du in der Mad Bus ist, dann will ich auch merken, ich kann die ewige Klassen auf YouTube hören, und was ich dort sehen merken. Und für die von uns, die du all mitgeschafft haben, will ich von dir noch einmal eine Wiederholung merken. So, wir haben uns gesagt, dass das Evangelium fängt an mit was. Gott ist heilig. Zweitens, die Menschen sind Sünder. Drittens, Gott ist gerecht. Viertens, Menschen sind Sünder. Fünftens, Gott kam rauf. Also Jesus ist vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Ich habe ihr Sechstens, Jesus ist das Opfer, Jesus starb, der ganze Gott sein Recht auf sich zu nehmen. Siebtens, Resurrektion, Abstund. Jesus stand vom Tod ab und das ist Beweis, dass Rettung vollkommen durch ist. Und das letzte, Buße, was meint das? Umkehr. So gut. Bienvenidos al culto. Voy a tratar de traducirles de repente unas 2, 3 frasecitas para que estén con nosotros. Me gusta que estén aquí. Estamos en medio de un tema que llamamos la explicación de lo que comúnmente conocemos como el Evangelio. Llevamos 8 puntos, nos faltan 4. Empezamos con la declaración Dios es santo. 2, el hombre es pecador. 3, Dios es justo. 4, el hombre es pecador y por ende condenado. 5, Jesús es Dios, Dios bajó al mundo. 6, Jesús fue el sacrificio perfecto, su muerte tomó nuestro juicio.
Y luego tenemos 7, la resurrección de Jesús sella y garantiza salvación. 8, explicamos arrepentimiento y hoy vamos a continuar con lo que significa fe. Vandaag gaan we dan weer met de negende punt en dat wordt dan plotisch naar rechtvaardiging bloos door den geloven. Vielmals worden we van geloven en van rechtvaardiging weinig van reden. Op zwaar ik vind dat das geloven als unbedingt middelpunt te verstaan. Wenn wir haben 2 große Dinge, was wir dann nu versehen machen. Also Gott als vollkommen gerecht und der Mensch als ganz unbedingt voll von Sinn. Und das zu versehen, dort Gott als vollkommen heilig, der Mensch als ganz dick an Sinn, das ist manchmal schwierig zu verstehen. Also wenn wir Psalm 89 lesen, dann weiß wie dort sagt, Gerechtigkeit und Gerecht ist der Grund von Gott sein Thron. Also Gott ist gerecht, vollkommen heilig und gerecht ist der Grundlehre von Gott, sein Thron. Und andere Seite lesen wir in Römer, Kapitel 3, Vers 10, dort ist keiner, wer gerecht ist. Römer 3, 23 sagt, allemal haben gesündigt. La conciliación de la justificación por la fe a veces se nos complica un poquito. De un lado tenemos un Dios justo y perfecto. Y en Salmo 89 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y del otro lado tenemos el hombre pecador, que nos define Romanos y casi todo el Nuevo Testamento siempre predica una y otra vez el hombre es pecador. Así que la pregunta es, ¿cómo puede la fe justificar esto? ¿O cómo podemos conciliar esto? ¿Cómo conciliamos un Dios justo con un hombre pecador? Ahora, no podemos decir que Dios ignora el pecado, porque eso sería injusto, aunque muchos piensan en Dios como un abuelito que simplemente dice, ay, pobrecito, yo te quiero. No es ese el Dios que nosotros predicamos. So, manchmal wird wir dann an Rechtfertigung denken, als Gott knippt ein Auto und sagt, na okay, warmste Chitaje. Gleich die du weg. En dat is erg. Dat is geen christelijker geloven, wanneer we zeggen dat God worden uitkniepen voor zin en voor gerechtigheid. God is niet zoals een oude grootpapa, wat dat weet dat de kinderen hebben in alle lusvalkanden voetjestoel en dan worden bloos nog een luskande holen en dan de kinderen nog meer geven. Dat is niet wat dat schafft. God is heilig. So, krijgt nooit als we weten, God is lief, oder krijgt nooit als wat immer we vingen, dit te verzijn, woenschaft geloven, brugt Bibelerkenntnis en gewisse aanzicht. De Bibel zegt ons in 2 Mose, kapitel 34, vers 7, dat eerste Mal in vers wat du ganz klar uitdrukt dat God wat keinmal ascherlich spreken, als wem wer gesündigt heeft. So, we wollen 2 Mose, kapitel 34, vers 7 ons lezen. Sehr gut. So, ab so der ein komplizierter Vers ist, weil wir uns den mittelsten Teil von dessen Vers einmal anhören. Dort sagst du, aber ich hol die Schuldige nicht unbestraft. Schuld wird immer bestraft. Wenn wir sagen, dass Gott ist gerecht, das Gerechtigkeit, das kommt immer mit Straf. Gott von Natur aus ist gerecht und Gerechtigkeit bringt immer Straf mit. Dios es justo y la justicia demanda castigo.
En Éxodos 34:7 nos dice que Dios nunca puede dejar sin castigo al malvado. Also, wir wollen uns von der proben an te denken, dort sind als noch einmal bestraft worden und der wird auch einmal bestraft worden. Du hast kein Weg durch. Sind mit bestraft. Nou, 1 Vers 3 sagt, krijgt dat zelfs, Gott als die wir einmal wird bestrafen. So, die Bibel lehrt uns ganz klar, dort Gott det nicht Menschen bloß äußerlich sprechen, bloß wenn die Sinn in den Stich geht. So, wo ist das dann? Wo ist das dann mit gerechtfertigt worden? Das rechtfertigen ist ein Wort, was gebraucht wird zum gerecht, oder dort, wo wir auf Spanisch würden sein, in términos legales, quitar culpa. Da meinten wir noch nicht, dass dort der gerecht ist, dort halt gerecht sprechen. Hier ist ein Ding, was wir vielleicht auf Plattdeutsch wollen, schwierig finden. Aber wenn Gott gerecht spricht im Sinne, dort meint, dass Gott nimmt einen schuldigen Mensch und er sagt, das ist nicht mehr schuldig. Aber wo schafft das? Wenn wir uns mal lesen, Römer Kapitel 8, Vers 33. Sehr gut. So, Gott ist der, wer gerecht spricht. Justifica. Der Struf ist dann erst was hier behielt, aber dann sagt dort, dass Gott merkt, er spricht den Sünder gerecht. Da meint doch Gott als Rechter, merkt er nu eine Bestätigung und sagt, deine Struf, der ist weg. Du bist nu gerecht vor dich. Das ist ein Ding, wo wir dann ein kleines bisschen noch nachschaffen und was wir manchmal verwechseln. Wir vertrauen manchmal, dass wenn er sich bekehrt hat, dann wird er nächsten Tag all seine Belastung von Sinn los sein. Warum muss sein, du hast einen Laster, dann bekehrst du dich, dann nächsten Tag glaubst du, dass deine Laster schon alle fort sind. Das passiert manchmal, aber das ist nicht dort, was wir durchschnittlich in der Bibel finden. Bekehrung hat zu tun mit Ansehen, dass wir Sünder sind, uns hat Jesus seine Gnade verloren für ewig Leben und dann spricht Gott uns gerecht. Das ist, wo das Pakt von Gerechtigkeit liegt. Muchas veces consideramos que si alguien es justificado, ya se le quitaron todos los problemas morales. Diríamos que en un instante ya no tiene adicciones, ya no tiene tendencias por el pecado y obviamente eso no es cierto. Todos los que estamos aquí presentes, si somos honestos, podemos decir, yo lucho en contra de mi naturaleza pecaminosa. Todos nosotros seguimos fallando. Todos necesitamos todavía crecimiento. Así es que la justificación como tal no es deshacernos de nuestra naturaleza pecaminosa, es simplemente llegar ante Dios con la declaración de que soy justificado. Diese Rechtfertigung ist dann nicht dort, wo wir manchmal verstehen, als, naja, der hat sich bekehrt, wo soll das dann noch so schwer? Dort ist bloß, wir haben Rechtfertigung oder Radung manchmal arg abgeführt. Du ist, wo dann das zu erklären fehlt. Wo kommt man von einem gerechten Gott, wo Sinn bestraft, aber du, wo Gott uns gerecht hält? Wo können wir bei Gott eine Gerechtigkeit sieht und kommen? Das Wort, was ich all bei uns hier in Sinne schon gebraucht habe ich gebraucht ein Tisch. Und ich war an, dort klickt es wie nicht, wenn wir sagen, Jesus hat getischt mit uns.
Aber ich will dann von dir dort ein klein bisschen erklären, vielleicht klickt das doch. So, wenn wir Jesaja 53, Vers 6 lesen, dann möchten wir dort die Prophezeiungen von was Jesus vollkommen vollkommen merken, wir kriegen dort ein vollkommener Tisch für Menschen. Das sagt in Jesaja 53, Vers 6, das steht, wie wir alle ab dem Erdreich, so als Schub, der jeder seinen einen Weg gehen. Aber der Herr lädt all uns euerreich sein ab an. Der erste Ding, was Jesaja uns lehrt von dieser Gerechtigkeit, ist, dass hier zwischen ist ein Schub. Und das ist wichtig, dass wir dort bewusst sind. Manche dort Jesaja 53, Vers 6 sagt nicht bloß, dass Gott checkt mit nur andere sieht oder Gott verjäuft bloß für Jud so. Dort sagt du ganz klar, aber der Herr lädt all uns euerreich sein ab an. Wer nimmt unsere Schuld fallen ganz. El primer punto que debemos ser conscientes al creer en Jesús es el gran intercambio. Nadie es justificado solo porque a Dios se le antoja perdonar. Dios es justo, por lo tanto Él condena el pecado y todo el mundo es condenado. Dios nos declara justos, pero esa justicia viene con un precio. Isaías 53, 6 nos dice que Dios puso toda nuestra injusticia en Él, refiriéndose obviamente a Jesús. No existe perdón de pecados sin que alguien pague el precio. Dus keine Sinnenvergebung und dort wer den Preis tut für die Schuld. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24, werden wir uns lesen. So gut. So, Petrus schrieb uns diesen Brief und dann sagt er, Jesus selbst nahm unsere Sünden auf seinen Körper mit auf den Kreuz. Du musst im Preis betont werden. Keiner hat Sinnenvergebung bloß für Jud so. Sinnenvergebung kann bloß dann passieren, wenn der Sinn ihrer Strafe vollkommen und ganz betont ist. Also, die erste Lehre, was wir hier so bieten, ist Tischen. Erstwer, und die Bibel lehrt uns, erstwer hat vernommen, Jesus selbst, Gott ab Erde, der nahm diese Strafe vollkommen und ganz. Así que lo llamamos un intercambio. Jesús vino, tomó nuestros pecados y en eso tomó el castigo por nuestros pecados para que pudiéramos ser justificados. No existe justificación sin castigo. De tweede ding wat we leren is in 2 Korinther 5 vers 21. Wer will du lesen? 2 Korinther 5 vers 21. Sehr gut. Also, this vers würde ich sagen, der fit das ganze Pack vom Evangelium taub. Unsere Sünden wurden Jesus angerechnet und Jesus seine Gerechtigkeit als uns angerechnet worden. Gott seine Gerechtigkeit verlangt Vollkommenheit. 2 Corintios 5:21 nos dice que Cristo, o al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestros pecados fueron contados a Cristo, su justicia es contada a nosotros. Por eso, Dios justo que condena el pecado puede justificar, porque
castigó el pecado, solo que fue un castigo expiatorio. Du befing wie dort, wir sollen heilig und gerecht sein. Matthäus Kapitel 4, Vers 48 sagt dort, Gott verlangt heilig, Vollkommenheit, und wir weten, dort keiner von uns kann dort handschrien. Du brauchst wie Christus, Jesus, seine Heiligkeit, seine Vollkommenheit. Du fingen wir in Römer 4, Vers 19, den Vers, wo du sagst, wen sind gehorsam, sind ein Teil heilig geworden. Jesus, sein heiliges Leben, merkt dann die gläubigen Menschen heilig. Also, Gott checkt die Gläubigen dann an mit Gerechtigkeit, aber das ist nicht erst eine Gerechtigkeit. Das ist Jesus, seine vollkommene Gerechtigkeit. So, wenn wir hier an die Länge gucken, dann haben wir einen heiligen Gott, der gerecht ist. Die Gerechtigkeit ist drauf Sinn. Und Menschen, die in Sinnen sind, werden gerecht gesprochen. Diese Gerechtigkeit hat einen so hohen Preis. Dort wird der Preis von Jesus selbst. Jesus kam rauf ab ihr, der lässt sein Leben für uns. Und dort nehmen wir dann den Tisch. Also Jesus nimmt die ganze Strafe ab sich, was unser Sinn verdient hat. Und das ist ein Ding, was uns soll wichtig werden und uns soll sehr dankbar stimmen. Wenn das ist dann nicht ganz so einfach aus bloß sein, ja, ich will auch gerettet sein, dann ist dort ein Bewusstsein. Dankeschön, Jesus, dass du dort möglich gemerkt hast. Du hast den Preis für meine Sinn geteilt und du siehst uneng dankbar für. Du kommt dann der zweite Part von den Glauben. Wo kommt der Glauben dann nu Part von der zu sein? Wo merkt ein Mensch dann nu diese Entscheidung von Struf und Verdammung nur Gerechtigkeit zu kommen? Und das ist das schönste Ding, was die Bibel uns lehrt. Die Bibel lehrt uns ganz durch und durch, dort durch Glauben kann Menschen gerettet werden. Das Glauben ist manchmal so ja boven Eva mitgegeben. Ich weiß, dass ich sie abgewaschen und die Botschaft von an Jesus glauben. In meine erste Kindheit, in meine ersten Jugendjahren, wo ich so ja viel mitgekriegt habe, dass ich mal bloß erst was feilen kann und einmal, wo ich dann meine Verhängtops nicht mehr, wo ich mir so tun, dass wenn ich so glaube, und ich bin ganz daran ohne mit dir. Wo schafft das Part mit dem Glauben? So, ich will mich von der Zeit nehmen, mit dir zu bechecken, wo schafft Glauben oder wo sitzt das? Und hoffentlich kann ich mit dir uns auf diese Stauben abhalten. Wo komme ich von verdammt nur gerecht, wenn Jesus meine Städte genommen hat? Justificación entonces solamente sucede por fe. Y esta fe necesita una explicación, porque muchas veces confundimos fe con un sentimiento o una decisión interesante acerca de que sí, demasiado voy a creer y es porque la palabra fe o creer ha sido tergiversada por nuestro idioma, por nuestras circunstancias. Así que queremos aventurarnos a través de la Biblia, ver ejemplos de fe para entender cómo deposito yo mi fe en este acto salvífico de Cristo. So, wenn wir anfangen mit Glauben und gerechtfertigt werden, dann werden wir anfangen mit Abraham seine Geschichte. So, Abraham wird der erste Stammführer von Gott sein erwähltes Volk. Und in 1. Mose 15, Vers 6 sagt dort, und Abraham glaubt Gott, und das wird ihm aus Gerechtigkeit angerechnet. Also, Abraham hat ein sehr besonderes Zeugnis hingelassen von Glauben. Wo sagt das Glauben? Oder was deutet Abraham, weil es bestätigt wird, dass er glaubt? Das ist die Frage. Jedes Mal, was wir glauben, oder das Wort glauben, oder du sollst glauben, dann soll man sich die Frau fragen, was deutet, wenn der glaubt? Also dann soll jeder vielleicht mal die Frau fragen, okay? Wenn Abraham beschrieben wird, als Abraham glaubt und durch
wordt hij gerechtvaardigd. Wat deed Abraham zum Glauben? Si decimos que el padre Abraham fue justificado por fe, en Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, entonces la pregunta obvia es, ¿qué hizo Abraham que se describe con Abraham creyó a Jehová? Dat is de vraag. Wat deed Abraham? Dat de Bibel ons dat beschrijft als Abraham gelooft en dat wordt aan als gerechtigheid ongerecht. Wel er samen zijn? No. Oké, dan wil we een huis voor. Nou, niks is er weer aan. Nou, Abraham wordt beschreven als een man, wer zich ganzen Chor verluten deed op dat wat God gezegd heeft. Dit verluten is aber nicht bloß so sich doorleiden en schlupen gaan erop. Dit verluten is leven am vertrouwen dat dat wat God gezegd heeft waarheid is. Abraham zijn geloven wat immer war bildlich, den kost je zijn. Ik wil me sogar weer den kost omvoeten te zijn. Abraham zijn geloven is zo levendig, dat wanneer den 1. Mose 15 bessen aan de ganze Geschichte van Abraham leest, dan merkst je dat de geloven vangt aan met een ding. So dat eerste ding wat in Abraham zijn leven passiert is, God heeft een spezie met Abraham. Also God openbaart zich te Abraham en hij vertelt een grote klompen dingen. Abraham zijn leven nu dem, wat immer war beschreven als dat leven wat op dit verspreken schrijven deed. So jeder denkt, wat God te Abraham zegt, Abraham leeft door nu. Also de eerste ding wat we van geloven leren is, dat is in welke hinsicht gaan, was einfach een vertrouwen dat dat wat God gezegd heeft waarheid is. Si consideramos a Abraham como el padre de la fe, necesitamos preguntarnos la pregunta, ¿qué hizo Abraham para que la Biblia lo describa como él creyó? Y la respuesta más fácil es, él conocía a Dios. Dios se revelaba a él y cada revelación era como el fundamento de vida de Abraham. Todas las acciones, todas las decisiones, todo lo que hizo Abraham fue tomando como última verdad la revelación de Dios. Dezelfde passiert met Paulus in Römer kapitel 4 vers 3, wo dat zegt, Abraham gelooft God en dat wordt aan als gerechtigheid ongerekend. So, dan brukt het Nieuwe Testament immer waar dat woord geloven en de brukt datzelfde Beispiel van Abraham. Maar wanneer we in Römer kapitel 4 vers 3 lezen, dan zullen we ons unbedingt lezen met een beetje opmerkzaamheid. So dat zegt du, Abraham gelooft God en dat wordt aan als gerechtigheid ongerekend. Maak du zeer schwab, dat zegt du niet dat Abraham wordt door zijn woorden rechtvaardig. Du maakt we oppassen, en ik besonders, dat wie du nicht daran onderkomen met geloven en woorden. Wenn Römer 4 vers 3 zegt niet dat Abraham zich de rechtvaardiging verdient hat. Überhaupt nicht. Dort sagt du, dort der wordt durch Glauben rechtvaardig, nicht durch Worten. Paulus ist extrem sehr klar mit dit. Wenn wir Paulus seine Briefe alle lesen wollen, dann wollen wir auf einmal anwenden, dass der Mittelpunkt von Paulus seine Botschaft ist immer wieder derselbe. Durch Not sei ihr Rat, nicht durch Worten. Wir finden dort in Epheser 2, Vers 8 und 9, wir finden dort in Römer 3, Vers 28, Galater 2, Vers 16 und so weiter. Wir finden dort, die Bibel redet immer wieder von dem Glauben, als der, was du rechtfertigen det, nicht die Worte. So, was ist das dann, was Glauben ist, was wir dann müssen unbedingt verstehen? Wir haben jetzt gesagt, dass Abraham glaubt an Gott und das wird zu sein. Also, der lebt sein Leben, nur die Verheißungen, was Gott am gegeben hat. Aber dann fingen wir, dass es immer war, dass wir glauben und nicht Worten, was Radung beschrieben wird. So, dann merken wir, dass
de geloven is nicht ein Verdienst. Also, fingen wir uns manchmal ein bisschen an eine interessante Lehre, wo wir dort meist nicht unterscheiden können. Si decimos que la fe de Abraham era visible porque él descansaba en las promesas que Dios le había hecho, no debemos confundir que la fe no es obras. La Biblia es muy específica. Por ejemplo, en Romanos 4:3 se nos vuelve a repetir que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego todo el Nuevo Testamento dice, por fe, por gracia, son salvos por medio de la fe, no por obras. Así que no queremos confundir fe y obras, pero sí queremos observar una fe salvadora. Así que podemos llegar a la conclusión de que la fe no es un mérito. La fe no es merecerse algo. Incluso la fe no es una obra que gana la salvación. La fe simplemente recibe lo que Cristo ya obtuvo. Imagine un mendigo recibiendo un regalo. La mano que recibe no merece el regalo, simplemente lo recibe. Así funciona la fe. Wanneer we dan nu in deze ganze zaak zijn van wat wie Abraham zijn geloven verstaan, dan würden wir uns unbedingt sollen dort deutlich merken, dort Glauben hat nichts mit Verdienst zu tun. Op Spanisch bruikt we dat woord merito, dat wil zeggen, ik heb wat gedaan, nu bist du mir wat schuldig. Dat is niet wat Glauben is. Dat is ook niet wat we in Abraham zijn leven zijn. Wanneer we Abraham zijn leven bekijken, we vinden een zo groot part van Glauben, dat wordt sogar de Führer van Glauben manchmal beschreven. Aber zum dit verstaan, moeten we ons eindelijk de beeld merken, maar ik heb hier mijn beeld abgeschreven. Wanneer we ons in Praga bekijken, daar wordt ganz lumpig op elkaar zitten. En die wordt zijn hand uitstrekken. En du gehst du voorbij. Wanneer du den een geschenk geeft, of een paar pesos, dan wordt we ons door krijg dit beeld verstellen kunnen. Als een Prager hast du niets verdiend. Du setzt du met op de hang. Dat meint dan zoveel dat wanneer du een geschenk krijgt, dan hast du die niet verdiend. Dat nimmst du bloß einfach an. Da ist aber zu sein, wenn du ein Geschenk gekriegt hast, dann bist du verändert. Und ich will frisch nur Lukas Kapitel 15 gehen, an die Geschichte von Feriensonntag. Da haben wir diese so schmacke Geschichte von dem verlorenen Sehen. Das verlorene Sehen, der ist sich einig, ich will mal einen Sinn leben, der nimmt den Führer sein halben haben geht und macht dort einen Sinn durch. Und so sagt seht, Sinn nimmt uns immer wieder mit, aus wo wir gehen wollen, so dass sagen du ganz klar, dass das Jung, der will bloß partying, oder Party bracht ihm bei den Schweinstall, was du, wo er nicht will sein. Dann kommt der dritte Rand und du hast wir uns Buße bekehrt. Was sagt uns dort, wenn erst wer von Sinn wegtritt? Und er meint, der will nicht mal durch den Schweinstall sein, der will tschüss bei seinem Führer sein. Wenn wir dann die Geschichte von der Begegnung uns bekicken, dann sehen wir uns dort, das Einzige, was das Jung zu seinem Führer sagt, ich kann ja sündig. Und ich sie nicht wird ihn sehen zu sein. All das Ewigkeit wird an dem Führer sein angehen. Der Glauben fing wie an diese Geschichte sehr Schmack sichtbar. Den jungen Küssen, den jungen Schauen tragen, den jungen Buden in reine Kleider antragen, der Kolfschlachten zu das Fass, dort wir alles sind, was der Jung nicht können. Dort wir da noch zu sein, dort der Jung wie in ein Hüschen kommt. Der hat nie Schau, der hat reine Kleider, der hat einen Ring an seinen Fingern und du wie ein Fass, wo du geführt wird. Der Glauben, was reich vorgendet, der ist zu sein, nicht wenn wir uns den verdient haben, der ist zu sein, wenn dort was Gott durch Jesus uns schenkt. Dann sehen wir auf einmal diese Menschen, wo du
dort annehmen, dort Jesus hat unseren Preis betont. Und wir sind frei, ganz frei. Nicht, wenn wir uns dort vereint haben, aber wenn wir weiten, dort wir einen Schub, dort geschlagen wird Kreuz. Und ab dort Kreuz war dienen meine Strafe rein ganz uitgegangen. Aber dat wir nicht bloß als eine Strafe, dat wir der heilige Gott, der Gott seine Strafe rauf auf Jesus. Und Jesus nimmt die ganz voll an. Omdat du und ich können gered worden. Wenn wir mit Müll bekennen, dat heeft te doen met dat aanzien. Ik zei dat aan dat ik sie verdammt. Aber ich zei dat aan dat Jesus heeft mijn steed genomen. En ik zie dankbaar dafür. Así como la fe no es un mérito, así debemos reconocer que nuestro pecado fue pagado. No porque nosotros lo pudiéramos pagar, sino porque Cristo pagó el precio. Y no fue cualquier precio, fue absorber completa, eternamente perfecta la justicia y condenación que Dios derramó sobre Cristo en el Calvario. De ahí surge entonces el fruto de esta fe, que es paz con Dios. Uno de los resultados inmediatos de la justificación es la paz con Dios. So, wenn wir uns den Römer Kapitel 4, Vers 1 lesen, dann merken wir dort die erste Frucht vom Glauben als Friede. Dort meint dann aber auch vorher, wir du nicht Friede. Römer Kapitel 5, Vers 1 sagt, weil wir durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Feindschaft, die zwischen Menschen und Gott ist, wie ein Sinn, die wird in Frieden verwandelt. Dit Frieden meint vorher wie wir fein. Dit Frieden meint nu zijn wir versöhnt. Dit Frieden meint vorher wie wir verdammt. Dit Frieden meint nu zijn versöhnt. Dat meint, du hast keine Verdammung mehr für uns. Und dit ist ein von den ganz grootste Dingen, was mir heute fehlt zu sein, weil ich 17 bin. Ich was ab und dit, aber ich hatte fürchterliche Angst für die Ewigkeit. Sie soll ja, man muss sagen, wenig mal still. Und da wären ein paar Menschen in meinem Leben, die haben mich schrecklich gequält. Die würden zu mir sagen, dass ich wäre vielleicht gerat, aber wenn ich erst wieder am Himmel ankomme, dann würde ich erst mal nochmal eine Rechenschaft aufgeben für alles, was ich hier auf ihr getan habe. Und ich fing, dass das ein von den größten Lehren ist, was das gibt. Man ganz Christen. Das gibt entweder Radung oder Verdammung, aber an Christus gibt es keine halbe Radung. Römer Kapitel 8, Vers 1 fing ich, das ist ein von der schönsten Früchten von der Radung, was wir in Jesus haben. Römer Kapitel 8, Vers 1. Dann ist nun nichts mehr zu verdammen und die, die in Christus Jesus sind. Die nächste Leben aus das Fleisch verlangt, aber so aus der Jesus dort verlangt. Moki, dort sagst du nicht, du hast ein bisschen wenig Verdammung für die, die an Jesus glauben, oder dort sagst du vielleicht, du hast ein bisschen weniger Verdammung, als du vorher warst. Wenn du in eine Bibel kritzeln, dann schreibst du mal einen Nösch, einen roten Streck an. Wenn du dein Glauben
op dat reddingswerk van Jesus ligt, dan is on die niks meer te verdoen. Dan meint de prijs voor die is gans betaald. Du is geen eik meer on die, wat du nog veel rente meer. No hay condenación, tal vez sea para mí una de las promesas más grandes que yo encuentro al hablar de la justificación por la fe. Crecí muchas veces lastimado y dolido porque mucha gente en el círculo creyente me decía, cuando llegues al cielo, agárrate bien fuerte porque vas a tener que ajustar un montón de cuentas con Dios. Y entonces mi imagen de salvación y mi imagen de vida eterna en Cristo estaba borrosa, porque de un lado sí quería creer en Jesús para vida eterna, pero del otro lado siempre alguien me asustaba con la idea de que llegando al cielo primero vamos a ajustar cuentas y si sobra algo entonces sí me iban a dar una casa del perrito en el cielo, algo por el estilo. Y me dolía eternamente. Pero como cuando leemos Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si depositamos nuestra fe en la obra redentora que Cristo cumplió a la perfección, no existe condenación. No dice un poquito menos, no dice poco, dice ninguna. No existe condenación para los que están bajo la obra redentora de Cristo. Esto entonces es una declaración que Dios hace y no nosotros. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, todos están perdonados por ese sacrificio en la cruz. Kolosser kapitel 2, vers 13 en 14 sagt noch einmal. Kolosser, wir wollen uns so lesen, Kolosser kapitel 2, vers 13 en 14. Du sagst dort so steht, je wären zu einer Zeit jässlich dood an jene Sünden und an jene fleischliche Natur. Aber Gott hat ihn durch Christus zum Leben gebracht. Er hat uns, wieviel sind? Alle Sünden vergift. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen vom Gesetz her jeden uns stund, durchgestreckt und wird sie gebracht. Er hat den Schuldschein dort Kreuz genäht. Rechtfertigung durch den Glauben hat nicht Holf oder Mäß oder vielleicht ein bisschen gerat. Wenn wir uns auf Jesus sein Rettungswerk verlassen, wenn Gott dort versprochen hat, sind all unsere Sünden vergeben. Du bleibst nicht eine Spur von Sinn. Das bedeutet so viel, dass wenn du und ich an Ewigkeit antreten, dann checkt Gott uns so an, als wenn wir an Jesus vollkommen gerecht gelebt haben und wir sind willkommen an Gott seine Gegenwart. Da hat sich nur die Rettung, was mir noch einmal gefehlt hat und was der Menschheit fehlt. Uns fehlt eine Botschaft von Rettung, wat du vollkommen ist. Und die Botschaft finden wir in der Bibel. Diese Botschaft, die nimmt aber uns Menschen alle reich weich uns groß zu tun. Epheser Kapitel 2, Vers 8 sagt uns, dass wir sind durch den Glauben gerechtfertigt und nicht durch Worten. Und dann im Vers 9, wenn wir Epheser 2, Vers 9 lesen, dann sagt er, du hängst an, und das ist, dass keiner sich groß tun. Rettung ist ein von den ganz demütigsten, was ich jemals von belebt und miterlebt. Wenn wir uns ganz und klar ab Jesus sein Rettungswerk verlassen, dann meint das, dass wir stunden mit Tod, dass wir sind ganz haltlos und verloren uit uns selbst. Das letzte Ding von der Glauben gerat wird,
heit, toestdoen, dat u en ek onderkend te doen. So, wenn wir uns frisch mit Glauben beschäftigen, dann will ich mich von jou weer zu sagen, so steht. Wenn du mit irgendwem redest über Glauben, und die sagt, ja, du musst an Jesus glauben, aber, und dann du hängeron noch eine Strieb sagst, dann hat Angst für den Mensch, wenn der Mensch hat Radung nicht begreift. Der Radungsgeschichte ist so kurz. Glaube an Jesus, der auf den Preis für deine Sinn betont, vor dich. Du hast kein Ober, du hast kein Da, du noch Ditto, du hast nichts. Wenn in dem Moment, wo du betont, dann sei wie Jesus ihn Opfer regt nicht tau. Und du erkennen nichts, zu unserer Radung tau, nicht wieder, als bloß uns absoluten, dort Jesus ihn dort, genug Preis wir, zum Dienen meiner Sünden betont. Nadie llegará al cielo diciendo, estoy aquí por mis obras, estoy aquí porque fui suficientemente bueno. Todo aquel que entrará al reino de Dios, única y exclusivamente entrará diciendo, gracias. Porque lo único que queda en la fe es aceptar que el precio salvador que Cristo pagó en la cruz fue suficiente. No existe nada que nosotros pudiéramos agregar a nuestra salvación, porque en el momento en que lo intentamos, negamos la suficiencia del sacrificio de Cristo. La justificación responde a nuestra culpa, pero Dios hace mucho más que simplemente perdonar. No solamente nos absuelve, nos recibe en su familia, nos convierte en sus hijos y nos da una nueva identidad. Vandaag hebben we ons bekijkt dat de rechtvaardiging kan bloos daarom geloven en op zwaar geloven van te zijn als hij dat danach bloos geloven. Ik würde lijken top te voeten en te zeggen, an Jesus geloven, hij einfach bloos ons te verluten, op dat Jezus zijn dood den Preis ganz betont für unsere Sinn. Und dadurch uns friespricht von Gott sein Reich. Diese Rechtfertigung ist dann ein von den größten Dingen, die in uns Leben passieren kann. Da merkt uns aber nicht bloß schuldfrei. Da merkt uns nicht bloß frei von Sinn. Da meint, dass durch diese Rechtfertigung nimmt Gott uns ab an seine Familie. Da merkt uns dann, die Kinder Gottes, da merkt uns dann, nie geborene Menschen. Wenn wir uns die nächste Sonntag frisch sein, dann wollen wir uns beschäftigen mit dem nächsten Punkt, wo du heute Adoption. Du heute dann von Gott seine Fien, nur Gott seine Kinder. Si de por ahí nos vemos el próximo domingo, nos enfocaremos en entender cuando sucede esta justificación, produce frutos. Nos convierte entonces en familia de Dios, nos convierte en sus hijos, nos da una nueva identidad. El siguiente punto que podemos observar en el Evangelio entonces es la adopción. Un punto crucial para entender salvación. La adopción es de enemigos de Dios a hijos de Dios. Nos da a entender nuestra nueva identidad como hijos de Dios. En daar wollen we ons nächste Sonntag dann frisch noch bechecken, dort willst das verlorene Sehen nach Hause gekommen ist, der wird angenommen. Aber morgen die Geschichte, lest ihr in Lukas 15, weil ich mir einmal über. Wat wir den Jungen verlangen,
thuis te zijn. Een arbeider. En dan lees je die zegt, dan vindt man het weer dan nu Luther bis een arbeider, oder wer weer dat wil, der eerst thuis weer. So, mag God met ons zijn, waar we tot beten. Voor dem Himmel, wir danken dir, dass du den Preis für unsere Sinn durch Jesus ganz betont hast. Wir danken dir, dass Jesus vollkommen gelebt hat, vollkommen deine Gerechtigkeit zufriedengestellt hat. Wir danken dir, dass du vollkommene Sinnenvergebung hast. Wir beten, dass du uns ein gesunder Glauben schenken, uns bloß einzig und allein darauf zu verlassen, dass Jesus sein Opfer für unsere Sünden ganz vollkommen genug ist, um uns vergeben und uns heilig zu machen. Gib uns ein Verlangen, das Geheimnis zu verstehen, dass du uns gerettet hast durch Jesus sein Blut. Wir beten, dass dein Wille, was immer war, among uns Wirklichkeit wird. En Jesus' Amen.